So, hi, grüß euch, servus, habe die Ehre. Ich sag's euch, der zweite Tag, der erste Tag, Muskelkater gehabt, Oberschenkel, ja. Heute geht's eigentlich wieder. Jetzt kann ich euch sagen, vor 2 Tagen war ein Wochenende mit Besuch. Der Thorsten Engemann, der Lichtsetzer und unser Manuel, der Landschaftsknipser, waren in Berchtesgaden, Südostbayern. Wir haben da Tour unternommen. War recht witzig. Sie waren 3 Tage da, 2 Tage bin ich mitgelaufen. Am Donnerstag war ich mit dem Thorsten schon in Burghausen. Da kommt bestimmt Abers. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt gewesen, wo ich eingeladen worden bin, was ich eine super Idee gefunden habe. Wir haben einige Touristensachen gemacht und das Hauptziel war Königssee, ganz hinten die komische Bredelhütten, das Bootshaus. Wir haben jetzt so viel Material gesammelt. Ich glaube, die Jungs sind jetzt alle erst einmal am Material sichten und so weiter. Das ist irre. Da kommen wahrscheinlich einige Videos dabei raus. Ich kann euch raten, wenn ihr Bock habt, 4 YouTuber, 4 Kanäle, 4 unterschiedliche Menschen, die zusammen richtig viel Spaß gehabt haben. Wir haben richtig viel Spaß gehabt. Unglaublich, sehr sympathische Leute. Wir haben eigentlich die meiste Zeit gelacht, Blödsinn gemacht. Sind uns gegenseitig durchs Bild gelaufen. Das Schönste waren die Abmoderationen, die Anmoderationen. Klasse. Wir haben uns gegenseitig Drahts geärgert gefoppt. Und das war, glaube ich, das Allerbeste. Bisschen Material habe ich auch. Leider am Zielort hinten, ihr werdet mich jetzt voll auslachen, war meine Speicherkarte leer. Ja, bin ich da gestanden. Mir ist zwar angeboten worden, dass ich jetzt eine Speicherkarte ausgeliehen bekomme, aber es hat keiner eine dabei gehabt. Naja, Pech, egal. 2, 3 schöne Fotos habe ich auch gemacht und ansonsten habe ich es mit dem Handy noch ein bisschen versucht und mit der Actioncam natürlich. Also ich kann euch so viel anteasern schon. Der Teaser kommt sogar, da könnt ihr ein bisschen reinschmecken, was das Abgang ist. Die Dani war am letzten Tag auch dabei, wirklich super, es war Regen, es war wirklich nass, kalt, aber wir haben immer Glück gehabt und ganz ehrlich, so wie das Wetter eben ist, so ist das Wetter und so haben wir das auch fotografiert. Also, wie gesagt, viel Spaß, schaut auf die Kanäle rein, ich verlinke die nochmal unten. Da kommen jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, ich schätze irgendwas Ende Oktober, Anfang November, kommen jetzt immer wieder Teile von dem Fotowalk und ich freue mich brutal drauf, was die Jungs da draus basteln. Ich selber habe noch keine Ahnung, was ich draus mache. Und, naja, ein bisschen. Wahrscheinlich kommt wieder Blödsinn raus. Genau. Und jetzt kommt der Teaser. Ciao, ciao, Servus und habe die Ehre. Jetzt schaut es euch, oh, die YouTuber. Jetzt passt auf. Da steht einer. Da ganz hinten im Wald steht der Thorsten Engemann. Ganz da hinten. Da steht der Lichtsetzer. Pass auf. Sagt es? So sind's, so sind's. Jetzt gibt es für die Preisen erstmal ein Überlebenspaket, wenn die wieder abreisen, dass die ein bisschen einige Zeit überleben können. Also schöne Holzkisten haben wir wieder gekauft. Und dann haben wir da ganz ein frisches Heu. Wenn ihr euch vorstellt, das riecht, ja, wie man es so kennt bei der Heuernte und sogar noch besser. Es riecht richtig süßlich. Da mache ich da so ein bisschen Heu rein. Oh, es riecht einfach toll. So, jetzt sauge ich natürlich das ganze Heu umeinander. Dann fangen wir an mit einem Traunsteiner Hellen. Das muss sein, Traunsteiner Hells. Dann haben wir da natürlich Brezen vom Huber Brezen. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen. Dann haben wir hier bayerische Malzgürtel. Ist eine Spezialität aus Bayern. Die mag nicht jeder, aber der was mag, dem schmeckt es. Also das ist was Regionales. Eine Aschirei. Dann haben wir da Salami-Brezen. Gute Idee. Dann auch da irgendwie schön reinbackeln. Dann haben wir da Griebenschmalz. Ich sage aber, das ist wie ein Krustenbraten, Schweinebraten als Aufstrich. Das haben praktisch kleine Grieben drin. Das ist von der Schweinehaut. Die Kruste klein. Und das Ganze mit Apfel vom
Wasner aus Niederbayern. Recht eine bekannte Metzgerei sogar. Da haben wir da auch noch rein. Und dann haben wir da natürlich das Wichtigste, ein Händelmeier-Senf. Da haben wir die Größe super gefallen. Also zum Händelmeier-Senf, Leberkas, Wiener, Lyoner, kommen wir alles dazu. Auf Rouladen, Rinderrouladen, kann man auch mit einstreichen zum Beispiel. Und da haben wir da auch noch Chemie mit rein. Und zum Schluss haben wir da noch Kaminwurzel. Das ist aber so ein typisches Ding, was wenn es in den Berg ist. Ja, das ist da noch schon einbackeln. Und die Dani hat da noch was Tolles besorgt. Vom Stadtbrand Traunstein. Schokolade. Direkt vom Maxplatz von Traunstor. Ja, fragt nicht, was die Zeit kostet. Das kommt da auch noch rein als Andenken für Traunstein. So, dann haben wir das Ganze schön einbackeln. So schaut das jetzt aus. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein schönes Andenken. Also, so eine Stunde, glaube ich, können es dann schon überleben damit. Und das Ganze mal jetzt nochmal. Thorsten Lichtsetzer hat es gestern schon gekriegt in Burghausen, wo wir unterwegs waren. Ich habe da keine Fotos nicht gemacht, ich habe da voll auf den Besuch konzentriert. Und das ist jetzt für den Thorsten Engemann. Und das zweite Andenken, Proviant, Schachtel, mache ich jetzt für den Manuel, für unseren Landschaftsknipser. Jawohl. Jetzt kommt der Teaser. Ciao, ciao, servus und habe die Ehre. Rucksack auf der Schulter, wandern durchs Gamsrevier, finden jeden Wasserfall und singen voller Gefühl. Doch uns zum Mittagessen Kind auf der Hütten da, schimpfen's übers Leberkäse, wo ist denn der Bratwurst da? Fotografen preisen sind's in unserer Berg- und Wiesen. Schießen Büdel links und rechts, da wo wir leben und grüßen. Mit Rucksack auf der Schulter, wandern durchs Gamsrevier.